Herzlich willkommen im Kigo! Und? Wie war es in der Schule? Endlich wieder einmal unter Menschen sein, war sicher cool, oder? Heute fahren wir weiter mit der Serie Felsenfest. Wir wissen jetzt, dass Jesus ein für alle Mal auf dem Steinaltar für alle unsere Schuld gezahlt hat und dass wir deswegen seine Gerechtigkeit bekommen haben. Wir wissen auch vom letzten Mal, dass wenn wir uns entscheiden, für Jesus zu leben, so wie der Paulus, wir ein neues, lebendiges Herz bekommen. Und heute wollen wir schauen, was sich an unserem Status ändert. Rebecca, was hast du momentan für einen WhatsApp-Status? Du meinst die Stories, die man auf WhatsApp machen kann? Kennen ihr die? Da kann ich ein Bild oder ein Video drauf tun und dann sehen alle, die meine Nummer haben, was ich gerade mache. Also das Letzte, was ich als Status hatte, ist, dass man die Kigo-Videos online schauen kann. Aber was bedeutet eigentlich Status? Ja, Status zeigt an, wie dein Zustand gerade ist, aber auch, wie du zu anderen stehst, also deine Stellung zu anderen Menschen. Und der Status ändert sich, wenn ich an Jesus glaube und mit ihm lebe? Genau. Du bekommst einen neuen Status. Ah, das ist ja cool. Aber was denn für einen? Ja, das sehen wir dann nachher, nach dem Worship. So, ihr Lieben, es ist jetzt Zeit, zum zusammen aufzustehen. Können wir gerade mal machen? Ja, wir wollen jetzt zusammen Gott erheben und einfach Freude haben mit ihm. Und Freude haben wegen all dem, was er für uns gemacht hat. Ich möchte gerade zum Start beten. Vater im Himmel, du meinst es so gut mit uns. Du liebst uns von ganzem Herzen. Und wir wollen jetzt in diesen Liedern einfach ausdrücken, dass wir dich auch mega fest gern haben. Danke, dass du da bist. Amen. Amen. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Nicht aber auch gar nicht übertrifft ihn. Nicht aber auch gar nicht ist ihm schwer. Nicht aber auch gar nicht kann man seine Liebe nehmen. Nein, 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 nein. Nicht aber auch gar nicht übertrifft ihn. Nicht aber auch gar nicht ist ihm schwer. Nicht aber auch gar nicht andere dran. Jesus ist und bleibt der Größte. Oh yeah. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Jesus ist grösser. Jesus ist stärker. Jesus ist besser. Er ist der beste Freund, was es gibt. Nicht aber auch gar nicht übertrifft ihn. Nicht aber auch gar nicht ist ihm schwer. Nicht aber auch gar nicht kann man seine Liebe nehmen. Nein, 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 nein. Nicht aber auch gar nicht übertrifft ihn. Nicht aber auch gar nicht ist ihm schwer. Nicht aber auch gar nicht andere dran. Jesus ist und bleibt der Größte. Oh yeah. Jesus ist grösser.
ich auf, ich streck mich aus nach dir. Ich lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf den Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss nicht ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss nicht ganz in deiner Hand für immer. Die Kraft in meinem Leben bist du. Darum steh ich auf, ich streck mich aus nach dir. Ich lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf den Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss nicht ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss nicht ganz in deiner Hand für immer. Wenn alles, wo mir halt gibt, mich verlässt. Wow. Meine Sicherheit in dir geht nicht verstehen. Du bist mein Fels, mein bester Grund. Bester Grund. Für immer. Für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss nicht ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss nicht ganz in deiner Hand für immer. Heute werden wir wieder für etwas Bestimmtes beten. Und zwar wollen wir für alle von euch beten, die krank sind. Falls dir etwas wehtut oder du eine andere Krankheit hast, die vielleicht nicht immer schmerzt, aber dich stark einschränkt, dann wollen wir jetzt gerade dafür beten. Betrifft dich das? Falls du etwas hast, dann leg doch jetzt deine Hand genau dort hin, wo du den Schmerz hast. Falls du mega gesund bist und dir nichts fehlt, dann darfst du jetzt mit uns zusammen beten. Und wenn du willst, darfst du deine Hände so ausstrecken, als Zeichen, dass du für jemanden betest. Lieber Gott im Himmel, du bist ein Gott, der Wunder tut. Und dir ist alle Macht gegeben. Und danke, dass wir jetzt all die Kinder dir anbringen dürfen, die noch mit Schmerzen haben oder die krank sind. Und wir bitten, dass du sie berührst, dass du sie gesund machst und dass du sie heilst. Du kannst es tun, weil dir alle Macht gegeben ist und du der Arzt von allen Ärzten bist. Danke viel mal, dass du jetzt eingreifst. Amen. Hey, falls dein Schmerz jetzt weggegangen ist, dann würden wir uns mega freuen, wenn du uns das mitteilen könntest. Falls dein Schmerz noch da ist, dann beten wir einfach weiter dafür. Ihr dürft uns gerne eure Anliegen mitteilen. Es können auch andere Sachen sein, die euch beschäftigen. Dann beten wir gerne für euch beten. Hey, vorher hast du doch von deinem Status erzählt. Also, wie verändert sich jetzt der, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Also zuerst muss ich kurz etwas erklären, damit wir das verstehen.
Es gibt eine natürliche Dimension. In dieser natürlichen Dimension haben wir Eltern, also das Mami und ein Papi. Dann gibt es aber auch noch eine übernatürliche Dimension. Oder man nennt es auch die geistliche Ebene. Wenn wir an Jesus glauben, dann verändert sich dein Status eben in dieser geistlichen Welt. In der natürlichen Dimension verändert sich nichts. Also du hast immer noch deine Mami und deinen Papi. Aber die übernatürliche geistliche Dimension verändert sich komplett. Also das heisst, bevor wir mit Jesus leben, sind wir im geistlichen Sinn Waisenkinder. Wir machen, was wir wollen, sind also ohne einen Vater, der uns unterstützt und beschützt. Genau. Und durch den Glauben an Jesus verändert sich die geistliche Natur komplett. Wir bekommen eine neue Identität, einen neuen Status. Wir schauen gerade mal zusammen in der Bibel an, was genau passiert. Und zwar könnt ihr den Galaterbrief suchen. Der steht gerade nach dem Korintherbrief im Neuen Testament. Und dann könnt ihr zum Kapitel 3 gehen und den Vers 26 suchen. Willst du vorlesen? Dankeschön. Also, Vers 26. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Ey, so cool. Und was denkt ihr? Was ist jetzt unser neuer Status? Ja, genau. Wir sind nicht mehr Waisenkinder, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Kinder Gottes. So cool. Bist du ein Kind von Gott? Ja, wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann bist du jetzt ein Kind von Gott. Und was bedeutet das jetzt für mich? Dafür erzähle ich eine Geschichte. Die Geschichte steht aber nicht in der Bibel, aber es ist wie ein Gleichnis, das das sehr gut erklärt. Es war einmal ein Bub, der kleine Diego. Der hatte keinen Vater und keine Mutter. Er war ganz einsam und allein. Er musste betteln, damit er Essen bekommt. Und geschlafen hat er ganz alleine im Wald. Eines Tages ist der König vorbeigelaufen. Er hat den kleinen Diego am Boden gesehen und hat ganz fest Mitleid gehabt. Er beschließt, dass er den kleinen Diego mit sich heimnimmt. Sein Zuhause ist nämlich eine feste Burg, die auf einem mächtigen, festen Fels steht. Dort kann niemand am Bub etwas antun. Dort ist er in Sicherheit. Er kleidet ihn in wunderschöne Kleider. Er bekommt alles, was er braucht. Und das Krasse ist, er lebt nicht nur auf der Burg. Nein, er wird vom König adoptiert und ist jetzt ein Königskind. Er hat einen neuen Vater bekommen. Nicht einen normalen, sondern einen Königsvater. Und einsam war er auch nicht mehr, weil er hat auch ganz viele Geschwister bekommen. Der Diego ist von jetzt an in Sicherheit und hungert nie mehr. Ganz so einfach ist es zuerst aber nicht für den Diego. Er hat sich an sein neues Leben gewöhnen und sich ganz vieles abgewöhnen. Oft ist er am Morgen aufgestanden und wollte auf die Straße betteln, damit er Geld verdienen kann. Sein neuer Vater ist ihn dann immer geholt und hat ihm gesagt: Sohn, ich habe genug Geld. Du musst nicht mehr selber krampfen. Oder beim Znacht hat er immer als Brot bestellt zum Essen. Er ist sich das so gewöhnt gewesen. Der Vater hat ihm dann immer gesagt: Sohn, du darfst von all diesen feinen Sachen essen. Es ist alles für dich. Genieß es doch. Oder wenn der Diego ein Problem hatte,
hat er es immer selber versucht zu lösen. Bis dann der Vater gekommen ist und gesagt hat, «Mein Kind, ich bin jetzt da für dich und möchte dir helfen. Du musst mich nur rufen.» Aber mit der Zeit hat der kleine Diego all diese Sachen angefangen zu lernen und machen. Und so ist es ihm immer besser gegangen. Er hat angefangen, seinem Vater zu vertrauen und hat gelernt, was es heisst, ein Kind vom König zu sein. Oh wow, krass! Vom bettelnden Waisenkind zum Königskind auf der sichersten Burg, die es weit und breit gibt. Wenn wir also Kinder Gottes werden, dann geht es uns ähnlich. Wir werden von Gott in seine Familie adoptiert und alle anderen Christen werden zu unseren geistlichen Geschwistern. Als Kinder von Gott verändert sich einiges, wo wir aber zuerst lernen müssen. So wie es der kleine Diego gelernt hat. Wir sollen lernen, dass unser Vater im Himmel unser Versorger ist. Dass er nur das Beste für uns will und wir ihm darum vertrauen können. Wir sollen aber auch lernen, dass er uns bei allen Problemen hilft und wir ihn darum immer gerade zuerst um Hilfe bitten sollten, bevor wir selber versuchen zu lösen. In der Bibel wird unser himmlischer Vater oft mit etwas verglichen. Das steht im Psalm 31,4. Dort steht: Du bist mein schützender Fels und meine Festung. Er ist unser Fels. Und ein anderes Wort für Festung ist Burg. Was hat eine Burg auf einem Fels für Eigenschaften? Was denkt ihr? Sie hat dicke Mauern. Sie ist unbezwingbar. Kein Feind kann eindringen. Sie beinhaltet alles, was man braucht zum Leben. Sie hat meistens einen König oder einen Fürst, der auf einem aufpasst. Genau, und so ist er unser himmlischer Vater. Bei ihm sind wir sicher. Wir haben alles, was wir brauchen und er passt auf uns auf. Ganz konkret, was für Probleme könnten auf uns zukommen im Alltag, wie eben so Feinde auf eine Burg könnten zukommen? Ja, zum Beispiel eine mega schwierige Prüfung in der Schule. Wenn wir also wie ein Waisenkind denken, wie würden wir handeln? Wir wären ständig nervös, wüssten nicht, was lernen, wir hätten keine Lust zum Lernen. Und wenn wir wie ein Königskind denken? Ja, dann würden wir Gott um Hilfe bitten. Dann wären wir nicht mehr nervös und er würde uns helfen, dass wir das Richtige lernen. Oder stell dir vor, jemand von deiner Klasse stellt dich vor allen bloß und blamiert dich. Wie würdest du als Waisenkind reagieren? Ich wäre traurig und würde glauben, dass ich nichts wert bin. Ich hätte dann nicht mehr viele Freunde und würde mich in meinem Zimmer verkriechen. Wie würdest du als Königskind reagieren? Ich glaube, ich wüsste, dass ich geliebt bin und genau richtig so bin, wie ich bin. Ich wäre zwar schon ein bisschen traurig, aber ich würde dieser Person vergeben und dann halt mit anderen Kindern spielen. Hey, wow, das klingt doch gut, oder? Wir können immer mehr lernen, wie ein Königskind zu denken. Mit der Zeit fällt es uns immer einfacher und wir fühlen uns immer befreiter und geliebter. Das ist ein Prozess, der das Leben lang wird gehen. Aber der Heilige Geist hilft uns dabei. Wir möchten euch ein paar Fragen mitgeben, wo ihr darüber nachdenken könnt. Oder sogar vielleicht mit jemandem darüber reden. In welchen Situationen vergissest du, dass du einen mächtigen, himmlischen Vater hast? Was würde dir helfen, dir bewusst zu machen, dass du einen mächtigen himmlischen Vater hast? Vielleicht hilft es dir, diesen Bibelvers jeden Abend aufzusagen. Oder du schreibst dir den Bibelvers auf und hängst ihn an die Wand. Oder du betest in diesem Moment, gerade als erstes, und bittest ihn um Hilfe. Und die dritte Frage, bist du ein Kind Gottes? Und falls du sagst, nein, ich habe Jesus noch nie in mein Leben eingeladen, dann ist die Frage an dich, willst du ein Kind Gottes werden? Wenn du das möchtest, kannst du das Gebet am Schluss von dem Video beten und Jesus in dein Leben einladen.
Wenn du kurz Zeit brauchst, um dir diese Fragen zu überlegen und auch die Antworten darauf zu überlegen, kannst du einfach auf Pause drücken. Und jetzt dürfen ihr gerade mit uns zusammen aufstehen. Eine Art zum Verinnerlichen, wie unser Vater ist, wenn wir den Bibelvers auswendig können. Und das geht am einfachsten natürlich mit Bewegungen. Yes. Und das wollen wir gerade zusammen machen. Ich tue euch den ersten Vers nochmal lesen. Gott, du bist mein schützender Fels und meine Burg. Psalm 31, 4. Genau. Und das werden wir so in einem Rhythmus sagen, so wie sie es jetzt gerade gemacht hat. Bei Gott könnt ihr aufzeigen, denn du bist, machen wir so einen Kreis, mein schützender Fels, den Fels so wie abschlagen, und meine Burg mit Kraft raus. Und dann sagen wir Psalm 31, 4 und dann könnt ihr irgendeine Bewegung machen, die ihr wollt. Ihr könnt so machen. Also Psalm 31, 4. Also, jetzt machen wir es zusammen. Gott, du bist mein schützender Fels und meine Burg. Psalm 31, 4. Gerade nochmal. Gott, du bist mein schützender Fels und meine Burg. Psalm 31, 4. Sehr cool. Und diesen Vers kannst du jetzt daheim weiterhin üben. Denkt daran, uns eure Gebetsanliegen zu schicken. Macht's gut und wir wünschen euch eine ganz gesegnete Woche. Tschüss miteinander.